Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play South Park, die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Ja, jetzt wollen wir nochmal die Wendy treffen und ich habe irgendwie das Gefühl, die befindet sich auf unserem Klo und da mir ja wenn mir sein Cisgender wird sie wahrscheinlich doof sein. Ja, tatsächlich. Ich finde es falsch, dass Cisgender dasselbe Klo benutzen müssen. Das muss echt schlimm für dich sein. Naja, egal. Hör mal, ich habe ein Problem. Ich bin wie du, ein Außenseiter. Ich habe auch mitgekriegt, dass die Erwachsenen in unserer Stadt sich immer seltsamer benehmen, aber keiner hört auf mich. Ich habe dann mal die Instagram-Profile von allen verglichen, um irgendwelche Zusammenhänge zu finden. Und da ist es passiert. Jemand hat meinen Datenvolumenvertrag deaktiviert. Mein Handy ist tot. Da. Ich weiß, wer das war. Er muss dafür bezahlen. Ich stelle den Mobilfunkanbieter zur Rede. Ich kann das nur nicht alleine. Ich brauche dabei deine Hilfe. Nur du allein verstehst mich. Okay. Kann die nicht alle ihr Verträge checken, aber naja, okay. Hilf Callgirl bei D-Mobile. Gerade mal gucken, wo sitzen dann die Nummer. Moment. Ah, du warst. Ja, Hilf Callgirl bei D-Mobile. Einfach nur die Straße entlang. Meine Eltern haben letzte Nacht zu viel getrunken. So lustig. Alter. Okay, dann muss es ja einfach nur hier die Straße entlang sein. Dann watschen wir mal dort hier und helfen ihr mal. Joink, erstmal 25 Cent abgeluchst. Rhinoplastik. Oh, hey, Neuer. Ah, da ist er ja. Okay, Okay. bist du bereit, das durchzuziehen? Ah ja, komm. Mama. Wenn ich meine Mobilgeräte nicht nutzen kann, kann ich diese Stadt nicht retten. Finden wir heraus, was hier nicht stimmt. So. Nein! Krebsmenschen sehen aus wie Krebse, denn die Länge wie Menschen. Ja, ich habe ziemliche Probleme mit meiner Internetverbindung. Name und die Mobile-Nummer bitte! Name und die Mobile-Nummer bitte. Moment mal, letzte Woche waren doch andere Leute hier. Genau, wir sind Krebsmenschen. Wir sind krasse Menschen, die hier gern arbeiten. Ich habe einen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen im Monat für dich. Nein, ich will nur, dass mein Handy funktioniert. Du frecher Mensch! Wagst es, unseren Tarif zu schwellen? Ich wusste es, die Telefongesellschaft wurde von Krabbenmenschen übernommen. Genau. Kogel, Rettung! Komm, der Arsch, denen reißen wir die Ärsche auf. Oh je, besiege die Krebsmenschen. Und im Hintergrund ist Crab People. Alter, wie räudig. Aber die sind ja unser Kryptonit, die Krebsmenschen. Den Chef zu rufen. Jetzt bin ich immer Schön, mit gespannt. dir zusammenzuarbeiten. Bin ich immer echt gespannt, wie viel ich denn dann abziehe, wenn die mein Kryptonit sind oder ob die irgendwie andere Nachteile auf mich zwingen können. Ich habe sie ja damals als Nachteile angegeben. Als Kryptonit. Unsere Pläne sind unstoppbar! Das ist so schäbig. Wie Menschen töten! Nach der Sache werdet ihr ein Dutzend Service-Tickets aufmachen müssen. Okay, dann klatschen wir mal den fort. Aha! Sagt Cheese. Jetzt habe ich einen Kratzer! Name und die Mobile-Nummer bitte. Alter, ist das so schäbig. Was? Mobilität ist eine meiner Superkräfte. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir denn hier... Können wir den anderen auch noch treffen? Nee. Leider nicht. Da müssten wir auf ihrem Platz stehen, glaube ich. Aber dann kümmern wir uns da erstmal um den normale Krebsmensch hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich ziehe den wesentlich weniger ab, als das bei anderen Gegnern der Fall ist. Insofern sind die wohl deswegen mein Kryptonit. Die Krebs kämpfen, alle Menschen töten! Ihr könnt unseren günstigen Datentarifen nicht widerstehen! Gut, dann haben wir mal weg. Wendy. Repariert? Das habt ihr davon. Der Chefladen. Nein! Oh nee, der Mitarbeiter des Montags. Alter, ist das schäbig. Besiege den Krebskönig. Oh Mann. So ein fertiges Spiel. So ein unglaublich fertiges Spiel. Dann machen wir zuerst mal den normale Krebsmenschen auf Platz. Oh Dein Gott, oh Gott. Pluskonto? Wer hat denn sowas? Oh je, oh je, oh je.
Okay, dann können wir den Zug auch nochmal nutzen, um, um Wendy noch was zu geben. Moment, Amateurfunkgerät. Ah, damit kann ich Jimbo und Ned rufen. Moment, dann machen wir gerade mal ein Burrito für Wendy. Und heilen sie einfach ein bisschen hoch. Viel besser, danke. Ja, geringfügig, aber passt schon. Wir brauchen hier mehr Verkaufskrebse. Geht. Okay, der stößt uns jedes Mal zurück und die anderen Krebsmenschen, die verlangsamen uns. Die So. Yelp-Bewertung, die ich schreiben werde, wird das Ende eurer Karriere sein. Da schauen wir doch mal, dass wir auf ihn drauf gehen. Brutal. Alter, ist das so ekelhaft, der krabbende Krebskönig, wie er noch ein Handy besitzt. Oh nee, wie schäbig. Kunde, ein Rabatt für dich. Oh, Mist, das ist, als hätte ich meinen dritten Teller am Meeresfrüchtebuffet. Okay, dann stoßen wir ihn mit Rückschlag noch auf den anderen Krebsmensch. Toll, hast du's gezeigt. Aber das Problem ist halt, dass die meine Kryptonit sind. Ansonsten wären die wahrscheinlich wesentlich stärker, nehme ich mal an. Also wäre ich wesentlich stärker. Oh, ein Krebsmensch ist jetzt schon umgefallen. Das geht nur auf den. Da kann ich doch wieder auf den König Girl drauf. ist kein Passwort zu komplex. Vielleicht nimmst du Datensicherheit ab jetzt ernst. Gut, die Ultimativkraft ist jetzt auch noch verfügbar. Ja, damit kriege ich beide sogar kaputt. Wie er wegrennt, der andere Krebsmensch. Okay, dann gib ihm. Wie er schon aussieht. Aber der sieht eher noch einer... Ich muss Mr. Connor per D-Chat sagen, wir haben versagt. Ach, die Krebsmenschen stehen auch unter Mitch Connor. Arschgeigen. Wow, Alter. Nochmal zu Glipper geplatzt. Du hast gewonnen. Subdermale Mutation, Charakterbogen von Callgirl haben wir jetzt. Ach, sehr schön. Krebsliebhaber, besiege 15 Krebsmenschen. Oh, danke, Callgirl. Es war echt seltsam. Sie rochen wie Krebse und küssten wie Menschen. Wäh. Sorg dafür, dass mein Handy wieder läuft. Ja klar, Callgirl. Du hast den Handyladen gerettet. Wieder einmal. Danke, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ausgestanden. Wenn's nach Krabben mieft, ruf mich an. Okay. Hilf Callgirl bei D-Mobile haben wir jetzt gepackt. Die Quest. Der hat benutzte Lippenstifte bei sich. Der hat D-Mobile Mitarbeiterhandbuch und ein D-Mobile Smartphone. Und im gedünstetes Krebsbein finden wir in der Kadaver vom Krebskönig. Und genauso gerösteter Krebsbauch. Ihre Mundwerkzeuge haben echt gekitzelt. Wäh. Klar mache ich ein Selfie mit meinem Befreier. So, dann gehen wir noch ein bisschen näher dran. Und so. Der Eddie. Und Wunderbar. das ist ein unschlagbares Angebot. Oh nee, jetzt texten die mich die ganze Zeit mit so einem Scheiß zu. Testen wir den Upload-Speed von D-Mobile mit einem Selfie. Na gut. Dann du jetzt auch nochmal. Zack, zack. Bisschen näher dran. Wieder. Der Jeff. Mit meinem unbegrenzten Datenvolumen folge ich dir auf Coonstagram. So, und jetzt du noch. liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Hatte ich heute unsere... Ah, Ich hab Mann. neues Zubehör. Die labern die ganze Zeit nur wegen ihrer Datenvolumen rum. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann habe ich aber, glaube ich, schon... Den habe ich, glaube ich, noch nicht... Oder der Big Jim dürfte ich schon haben. Boombox-Handschuhe, Rezept. Das wird dir Okay. bestimmt nützlich sein. Danke Holen wir uns fürs auch. Vorbeischauen. Jetzt schauen wir aber Amorei bezüglich Crafting und Boombox. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt für einen Cyborg-Brutalist. Was bin ich auch? Gadgetmeister? Wäre das vielleicht auch nicht so verkehrt. So, holen wir mal. Und Dento, das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ich glaube, das wird sogar noch besser passen zum Gadgetmeister. Und da noch, jawohl. Das probieren wir doch jetzt mal an.
das Kostüm. Wie sieht dann mein derzeitiges aus? Ah ja, das ist das. Okay, jetzt ziehe ich mal das andere Zeug da. Woher machst dann? Hier. Desto. Dann, wo ist denn der passende dazu? Okay, also das sieht so richtig schäbig aus in Kombi. Aber das passt doch ganz gut. Und die Handschuhe, wo sind sie dann? Die Wunderarsch-Handschuhe. Ah, das ist für Ubisoft nur. Haben wir so dann die die Gedöns-Dinger. Nochmal Wunderarsch-Handschuhe, Felsenarm-Schienen nichts. Schicksalshandschuhe. Ich weiß gar nicht, was jetzt hier die passende Dinger dazu sind. Gerade nochmal gucken, wie hieß dann das Zeug. Was wir da tragen. Netdeck. Okay. Netdeck. Muss ich gerade nochmal gucken, ob ich die irgendwo finde hier. Nee. Tatsächlich nett. Ah doch, da sind sie doch. Netdeck-Handschuhe. Ja, ist das ja leid. Manchmal müssten wir auch drauf gucken. Okay. So, jetzt habe ich mich neu ausgerüstet. Jetzt sehen wir so richtig schäbig aus. Und da würde ich ja mal sagen. Jetzt, ah ja. Callgirl gerufen, hier ist eine SMS, die ich nicht entziffern konnte. Okay, da ist Callgirl. So, jetzt ist die Frage, wo geht's als nächstes hier? Ich könnte jetzt entweder hier direkt runter zu Butters Haus und da nochmal flattern. Genau, da haben wir ja noch was. Und dann könnte ich ja direkt zu Cartmans Haus gehen, würde ich doch auch direkt sagen. Und dann zu Mitch Connor. Das ging doch noch im Plan. Kostenlose D-Mobile-Textnachricht. Wir haben die Krebse entsorgt und sind zurück im Geschäft. Besuche D-Mobile und profitiere von unglaublichen Angeboten. Okay. Aber ich finde, das ist eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Selbstjustizler. Genau. So, jetzt benutzen wir doch mal den Garagenschlüssel. Und was haben wir jetzt hier drin? Paladin Butters Diadem. Stimmt, der war ja im ersten Variant Paladin. Oh, jede Menge Crafting-Zeug. Und ja, noch ein bisschen blutige Steppschuhe, natürlich. Alter, das ist so ekelhaft, wenn er durchsteppt und dieses Ich hab was in der Hose für dich. Er greift doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Das ist so ekelhaft. Tweak und Craig, kurze Umarmung. Warum hat es der Butters in seiner Garage? Naja, so what. Okay, da haben wir das jetzt soweit gemacht. Und dann die Sache, ich mache doch hier nochmal einen Speicherpunkt. So, ziehen wir es durch. Das Chaos Gambit. Vom Klo habe ich da auch nochmal gespeichert. Das war dann Out-Time sozusagen. Das war außerhalb von einem Let's Play. Da habe ich den noch dann nochmal gespeichert. Hashtag Freedom Pals. Könnte ich auf dem Foto noch dämlicher aussehen? Okay, dann geht's runter ins Kuhnversteck. Keine Mädchen erlaubt. Okay. Ach, Cartman mal wieder. Keine Mädchen erlaubt. So. Da ist ja auch Furzkiste. Komm, setz dich. Furzkiste, Alter. Kuhn-Freunde, diese düstere Zeiten. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die vermisste Katze Scrambles Teil einer Verschwörung ist. Wir wissen außerdem, dass die scheiß Freedom Pals mehr Infos über diese Verschwörung haben als wir. Fuck! Vielleicht sollten wir einfach aufgeben, Leute. Vielleicht haben die Freedom Pals ein besseres Superhelden-Franchise als wir. Hey, was laberst du da, Moskito? Die Freedom Pals sind uns nur gerade eins voraus, weil sie verfickte Betrüger sind, die sich kaufen lassen. Aber die Freedom Pals haben Dr. Timothy, der Gedanken lesen und die Realität verändern kann. Aber nur weil er das gesagt hat. Beim Superkräfte-Ausdenken hat er gesagt, ich habe die Macht, fucking alles zu machen. Findest du das fair? Wir müssen ab jetzt genauso mies sein wie die. Wir müssen wissen, was die Freedom Pals wissen. Und warum sollten die Freedom Pals uns helfen? Wir schicken einen Spion. Jemand von uns, der so tut, als würde er zu den Freedom Pals überlaufen. Jemanden, den sie nicht so gut kennen. Natürlich. Wunderarsch tritt den Freedom Pals bei und checkt mit ihnen dann das Gemeindezentrum aus. Hoffentlich ist er neu ein guter Lügner. Ihr Sicherheitssystem kannst du nicht austricksen. Die ändern jeden Tag Ich krieg Wunderarsch da rein. Ich hab Hackerfähigkeiten. Ich bin ein Gadgetmeister und super mit Technikscheiß. Keine Chance. Du sagst das nur, um aus dem Knast zu kommen. Lass ihn raus. Wunderarsch braucht ihn. Na gut.
Basis der Freedom Pals. Okay. Sollte er dir komisch kommen, töte ihn. Ach Gott. Gut. Das haben wir jetzt auch noch erledigt. Trifft Professor Chaos in Butters Haus. Sehr cool. Das würde ich auch eigentlich jetzt ganz gern machen, soweit. Wobei, sind die immer noch ohne alle? Warte mal gucken. Keine Mädchen erlaubt. So. Okay, die sind tatsächlich nochmal alle ohne. Kann ich mich hier nochmal ein bisschen umgucken? Gibt es doch irgendwas? Aber sehr geil, wenn ich jetzt eine Butters als Professor Chaos hier noch mit im Team aufnehmen kann. Das ist natürlich sehr cool. Den Rüstungsanzug habe ich zum Schutz vor Humankids Laser erfunden, falls er sich je gegen mich wendet. Okay, da haben wir auch nichts Besonderes. Ah doch, da ist das Spike, ne? Doch in der Entwicklung Kuhn Boot, Kuhn Flugzeug und Kuhn Elektrorollstuhl. Ja, genau. Alter, du jagst uns alle hoch! Und wenn ich so ein ganz normale kleiner... Ah ne, Quatsch, das war das. So. Die einfach summt. Oh Gott, der fliegt in die Luft. Was hat sie mit dem Ding auf sich? Hey, fass das dich an! Nochmal? Ich habe das Gefühl, irgendwas kann ich hier bestimmt machen damit. Mach ne Fliege! Okay. Oh Gott, bist du immer noch nicht weg? Ja, ist ja gut, Cartman. Okay. Dann gehen wir dann nochmal zu Butters Haus. Wobei ich irgendwie befürchte, das kommt, du hast Hausarrest. Das ist ja immer so. Gut, komm, ich muss doch meine Lakaien holen. Wobei, ich kann mich jetzt eigentlich auch genauso gut mit Mitch Connor treffen, oder? Theoretisch könnte ich genauso gut auch dort hingehen. Ich weiß, ich glaube, das mache ich sogar. Bevor ich jetzt in der Hauptquest weitergehe, gehe ich erstmal zu dem. Der wird mich wahrscheinlich sowieso in Hinhalt locker oder so ein Scheiß. Oh, du bist Stan. Hi. Danke nochmal wegen der Sache mit meinem Dad. Sehr gut. Okay. Hatten wir Kyles Garage eigentlich schon aufgekriegt? Da haben wir, glaube ich, alles. Ja, da gibt es nichts Besonderes zu machen. Okay. Dann treffen wir uns nochmal mit Mitch Connor. Ach ja, du ist auch noch die Lava. Sehr schön. Die entfernen wir doch auch mal gleich. So. Und zack. Gleich mal weg damit. Der Richtige für jeden Job. Bäh. Es ist immer noch immens verstörend, wie ich finde. Geh doch! Wow, wie er noch so einer hinterhergezischt hat. Wow, Alter. Okay, die Garage ist immer noch versperrt. Mitch Connor, wo ist denn der jetzt? Wahrscheinlich over, oder? Trifft mich im historischen Soto Soba, dort wo früher Ross war. Oben. Okay. Dann muss ich wohl dort hier. Achtung, was kommt jetzt? Wahrscheinlich ein Hinterhalt. Du suchst nach Antworten? Ach, die Italiener wieder. Beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern, dem sogenannten City Ninja Service. Nein! Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergisst zu zahlen. Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website. Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht Die erst chinesische einen Ninja. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5.000. Nein. Keine $5.000. Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Passt. Besiege den Ninja-Hinterhalt. Kriegen wir noch Hammer Butters zufällig schon im Gepäck? Nee, leider Hammer Butters nicht im Gepäck.
Okay, dann würde ich sagen, ich nehme mal wieder Cartman mit dazu. Okay, ja. Machen wir das noch so. Ha, der Kuhn zerfetzt dich mit seiner überlegenen Ninja-Technik. Weil Der Wendy... echte Ninja-Kampf genießen. Okay, Ich nehme eine Blutprobe. der Kim ist es auch noch. Okay. Ja, also ich würde sagen, Wendy war jetzt nicht so besonders atemberaubend gut. Deswegen nehme ich doch wieder Cartman mit rein. Vorerst. Weil Moskito und Captain Diabetes finde ich extrem gut. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, dann zerkratzen wir erstmal die Blockade hier, oder? Nee, das kriegen wir so nicht hier. Mal gucken. Nee, ach, das kriegen wir nicht gelöst. Okay, dann Wörter in Koreanisch. Du werfen wie kleines Mädchen. Ninja Instincts awaken. Gut, dann stellen wir noch hier unser Gadget auf. Und schau mal. Trifft's was? Nö, anscheinend nicht. Ich bin dran. Ja, nee, doch nicht. Okay, Ninja, du zusehen? Das ganz spezielle Fest. Ich Oh, gelernt oh, von oh, echten oh. Ninja-Meister. Oh, Basiskanäle, schwere Magen. Gut, dann machen wir das noch. Du Glück, echter Ninja, schwer zu treffen. Ja, aber ich muss mich irgendwie noch heilen. Deswegen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Du kriegst mal den. Du kriegst mal den hier. Sehr Könnte gut. brennen. Dann kann er nämlich direkt vor unser Tool. Muss Moskito sich zum Essen sputen. Mann, in der Pause, Moskito, ich arbeite hier. So, nix da. So. Oh Gott, Arschlord hat dich gefickt. Mist. Und wie sieht's denn da aus? Nee, nicht so gut. Dann kloppen wir dich erstmal zurück. Au, du kampeln wie elender Mongole. Ach, der Lu Kim. So, dann machen wir dich erstmal fertig, Lu Kim. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Sehr gut. Das war wohl der stärkste hier von dem ganzen Lader. Macht euch bereit für mein nervtötendes Summen. Den können wir auch noch platt machen. Ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Sehr schön. Gut geheilt haben wir uns auch nochmal dabei. Bist du Bluter? Na, wir werden sehen. Und dann drauf. You test my resolve. The predator finds its prey. Alter, ist es überhaupt wirklich koreanisch, was die da schwätzen? Nee, da können wir nichts mitmachen. Doch, den können wir noch erwischen. Sehr schön. Und zip. Weg mit dir. Oh, kommen noch mehr. Diabetes fürchtet nichts. Also das wird heute eine längere Episode dann. Dann kümmere dich immer um die Scott. Ultimativkraft. Klasse startklar. Würde ich aber eigentlich ganz gern soweit. So. Erstmal so machen, damit zwei sich da um die Dohine kümmern können. Und. Victory to the swift. Also durch den Mundschutz kotzen die sich anscheinend auch kräftig ins Kostüm. Der Kuhn. Okay, dann löst den mal ab. Zack. Und dann kommen wieder die anderen Ninja. Warrior spirit ready. Da babbelt. Ninja action 준비. Aber japanisch ist es keinesfalls, was du da schwätzt. Los geht's, Furzlord. Jo, da stelle ich jetzt hier das Ding hier. Das dürfte denn da erwischen. Und schauen wir mal, ob er auch den anderen Ninja erwischt. Ja, er trifft beide. Darauf habe ich es abgezielt. Zip. Sehr schön. Fresh wound. Jetzt Gott. Nee, der trifft leider nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Den kann ich auf jeden Fall platt machen. Und dann gehe ich da auch aus dem Einflussgebiet von einem anderen Hansel raus. Nimm das, Bitch.
Oh je, oh je, oh Ich hab mir je. ein bisschen Blut. Moskito macht Dendo platt. Ja, fast. Gut, Cartman. Kuhn am Start. Kümmere dich doch mal um die. Jo. Machen wir das so. Und es wird heute echt eine lange Episode, wenn der Kampf sich immer weiter in die Länge zieht. Das spielt morgen noch. Sehr schön, der andere Typ ist sogar auch umgefallen dabei. Ausgezeichnet. Ninja, Shinobi-Beschwörung. Huch. Oh, leck. Oh, das ist aber so ein Naruto-Style. Versau das nicht, Blödsack. Alter Falter. Okay, dann müssen wir die Typen auf jeden Fall mal loswerden. Und unsere Maschine trifft den Joach. Denke ich doch, ne? Ja, genau. Zack. Ninja Speed fails me. 1, 2, Diabetes. Okay. Dann heil dich doch erst einmal, Scott. So. Gut. Jetzt werde ich mein Ding in euch reinstecken. Oh, das lag falsch. Und macht Dendo fertig, den Beschwörer. Zieh kein Fett. Das läuft genau wie geplant. Na, so einigermaßen. Okay, Cartman. Vorsicht, Kuhn. Moment. Nee, mit dem kann ich leider nicht den Platz wechseln. Aber mit dem hier. So, da wird dir nämlich auch noch erwischt von meiner Maschine. Was macht der? Ja, scheiße, er geht auf mein Gadget los. Okay, da geht jetzt auf mich mal los. Schlag sie für den Kuhn, Furzkiste. Machen wir das so. Drauf gezwirbelt. Scott. Captain an Deck. Und drauf. Okay. Moskito. Zur Abwechslung bin ich mal nicht derjenige, dem schwummrig ist. Und drauf. Ja, leider hat es noch nicht ganz gekillt. Willkommen in Kuhntown. Ah, scheiße, so treffe ich ihn auch wieder nicht. Aber so treffe ich ihn. Und Kuhn. Sehr gut. Das nenne ich Gerechtigkeit. Puh. Aber der Hinterhalt ist doch echt heftiger Woche, als ich gedacht habe. Jetzt mal ohne Witz. Ich habe mir's echt kleiner vorgestellt. Dass ein Hinterhalt kommt, war mir schon irgendwie klar. Aber, boah. Der ist echt heftig hier. Arsch. Was machen wir denn noch? Können wir die beide so erwischen? Ja, so können wir beide erwischen. Und zip. Nicht schlecht, Neuer. Das ist doch echt nicht verkehrt. Dann Scott, gib ihm der Recht. Gib mir Kraft. Und ich hoffe, das war's jetzt wirklich mit der Nacht. Zitronenriegel für alle! Puh. Das war ein Kinderspiel. Oh, Kinderspiel würde ich nicht sagen. Das war ein sehr langer und doch recht ausdauernder Kampf. Du hast gewonnen. Schriftrolle der 1000 Winde. Der Visier haben wir noch gekriegt als Bartkostüm. Ninja-Jäger. Besiege 15 Ninja. 10 haben wir jetzt alle schon in dem Kampf besiegt. Alter Falter. Ja, heute viele gute Ninja. Okay, triff dich in Solo Sober bei Steed mit Mitch Connor. Habe ich jetzt auch noch erledigt. Und da finde ich auch noch was. Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere. Hi. Okay, da will ich aber auch sagen, dass ich an der Stelle jetzt hier gleich noch meinen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe auf Pelzig. Okay, die Ninja-Hands auf uns abgesehen. Sind jetzt Ninja hinter dir her. Jo, wir sehen uns dann morgen wieder, würde ich sagen. Uah. Sprich Butters. Ich mein, Professor Chaos. Du solltest doch zu mir nach Hause kommen. Ich warte.
Chaos, Ende. Genau. Bereit mit mir die Freedom Pals zu hintergehen? Gut, komm, ich muss noch meine Lakaien holen. Und das machen wir dann morgen. Ayan Yankee.